Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, willkommen zum 17. Bundesligaspieltag, zum Spiel in Augsburg, was wir 1:0 gewonnen haben. Ich hatte mir eigentlich schon so ein paar Worte zurechtgelegt nach der ersten Halbzeit. Ja, die sind alle hinfällig, wenn wir das gesamte Spiel bewerten wollen, also ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir nur erklären, dass einfach ja keine Kraft da war in der zweiten Halbzeit. Wenn ich beide Halbzeiten bewerten muss, ja, haben wir auf jeden Fall glücklich gewonnen. Nicht nur, weil der Elfmeter an den Pfosten ging. Mit zweiter Halbzeit war gar nichts. Also, es ist der FC Augsburg gewesen. Jetzt nichts gegen den FC Augsburg, aber ja, die haben uns dominiert in der zweiten Halbzeit. Das muss man einfach so sagen, ja. Wir haben nichts zusammengekriegt, wirklich gar nichts. Und ja, in der zweiten Halbzeit kannst du auch keinen rausnehmen. Da war kein Spieler, der irgendwie besonders positiv aufgefallen ist oder besonders negativ. Es war einfach mannschaftlich schlecht. Ja, und deswegen bewerte ich jetzt die erste Halbzeit mal einzeln. Was ich erste Halbzeit gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Der Einzige, der da wieder ein bisschen abgefallen ist, sorry Rico. Zumindest die ersten 25, 30 Minuten war der Gnabry. Der Hernandez hat mehr Offensivaktionen gehabt und mehr Vorlagen gegeben wie der Gnabry. In den ersten 25 Minuten. So ab der 25 Minute wurde der Gnabry aber besser. Da hat er mir sogar ganz gut gefallen, die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit. Obwohl er da auch wieder ein-, zweimal so eigensinnig war, wo er einfach hätte spielen können, müssen. Ja, zweite Halbzeit war er dann so das Sinnbild. Direkt nach der Halbzeit wieder stehen geblieben, kein Zweikampf angenommen, war wieder unterste Kanone. Aber ansonsten hat mir die erste Halbzeit sehr gut gefallen. Wir haben das Pressing sehr gut aufgezogen. Augsburg, ja, sag mal so, die ersten 10 Minuten waren noch ein bisschen verhalten danach, aber hat Augsburg halt wirklich gar keine Spielanteile gehabt. Ballbesitz hatten die, glaube ich, 30% oder sowas. Und das waren irgendwie lange Bälle nach vorne oder hinten mal ein bisschen Quergeschobe bei Augsburg. Ansonsten, ja, haben die gar kein Land gesehen. Ne? Wir haben es natürlich versäumt, die Tore zu machen. Ja? Allein Levi hätte heute 3 Stück machen müssen. Ja, hat Pech gehabt. Vielleicht der Platz, nehme ihn als Ausrede, keine Ahnung, aber bei Augsburg sind auch keine Bälle versprungen auf dem Platz, wie es bei uns war. Ja, dann den Gnabry sein Ding war nicht schlecht, Kimmich sein Ding, was dann knapp daneben war. Der Müller hat eine gute Chance gehabt. Und dann hatten wir halt auch noch verdammt viele, ich sag mal so Halbchancen, wo so der letzte Pass, das letzte Quäntchen gefehlt hat. Ich war super zufrieden mit der ersten Halbzeit. Wie ich schon sagte, wir haben das Pressing sehr gut gemacht. Wir standen dann aber auch defensiv ganz gut. Ich glaube, einmal war Augsburg ein bisschen gefährlich vorne, was aber auch gar nicht in Richtung Tor dann ging. Ansonsten, ja, haben wir das alles im Griff gehabt. Hernandez hat mir besonders gut gefallen. Fand ich auch gut, dass er für Davies gespielt hat. Davies war die letzten Spiele schwach. Alaba hat 1, 2 sehr komische Aktionen wieder gehabt als Innenverteidiger. Komplettes Fehlverhalten, stand da wieder auf einer ganz anderen Position und dann ist er einfach mal wieder nach vorne gerannt wie so ein Berserker. Also das war so ein bisschen so ein bisschen Banane. Kann mich immer noch nicht damit anfreunden. Ich würde einen Alaba jetzt so langsam mal rausnehmen oder wie gesagt als linken Verteidiger spielen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass der Alaba uns verlassen wird und ja, da sollte man den Hernandez doch jetzt mal langsam da als Innenverteidiger hinstellen.
Und ich fand, er hat es heute auch gut gemacht. Scheut sich nicht in den Zweikämpfen. Was man gerade gesehen hat, auch wenn er als Linksverteidiger spielt, ja, die Leute kommen erst gar nicht zum Flanken. Klar gibt es dann eine Ecke, aber die Leute kommen erst gar nicht zum Flanken. Was ich heute allerdings auch sagen muss, hat der Pavard auch zweimal gemacht, dass er nicht sich nur hingestellt hat. Nein, er ist mal in den Mann reingegangen, in den Zweikampf und hat auch mal eine Flanke verhindert. Das habe ich beim Pavard, ich glaube, seit 10 Spielen nicht gesehen. Also da ist auf jeden Fall aufsteigende Tendenz. Ich würde mich freuen, wenn er vorne noch mal ein bisschen mehr den Philipp macht und mal ein bisschen Grundlinie geht und mal flankt. Ja, aktuell ist es so, er läuft zwar mit, hinterläuft, aber wenn er den Ball kriegt, spielt er den Ball wieder zurück. Ganz selten mal, dass er geflankt hat. Das hat mir beim Hernandez um einiges besser gefallen. Oh, sorry, Leute. Auf der anderen Seite. Ansonsten Coman war bärenstark, war für mich der beste Mann auf dem Platz. Allein das eine Solo, wo er sich da quer durchs Mittelfeld getankt hat, aber auch sonst nach hinten stark, nach vorne stark, gegen 1 stark. Sehr viele Vorlagen gegeben. Alles das gezeigt, was ein Gnabry vermissen gelassen hat. Wie gesagt, so die letzte Viertelstunde in der ersten Halbzeit war der Gnabry auch okay. Da war er auch stark, hat er mir gut gefallen. Aber Coman war halt die komplette erste Halbzeit gut. Genauso wie das Zusammenspiel mit Kimmich und Goretzka. Goretzka ist ein bisschen abgefallen, fand ich. Kimmich war ein bisschen stärker, aber auch das hat gut geklappt. Müller war überall wieder. War sehr agil. Hat mir auch gut gefallen. Ja, Levi ist ein bisschen abgefallen. Muss man fairerweise so sagen. Hat heute ein bisschen Scheiße am Fuß gehabt. Ist halt nun mal man hat so Tage als Stürmer. Dafür hat er den Elfer souverän noch reingemacht. Das muss man dann ihm auch mal zugute halten. Ansonsten war er auch wieder super beweglich. War überall, war sogar mal im defensiven Mittelfeld. Ich weiß auch nicht, was es ihn dahin verschlagen hatte. Ja, Innenverteidigung war nicht gefordert. Ja, muss man ganz klar sagen. Alaba hat ein paar Bälle versucht, die sind nicht wirklich angekommen. Boateng war auch nicht gefordert. Und ja, dann sind wir durch. Also wie gesagt, ich vergebe ja keine Noten. Ich kann keine Noten vergeben, Leute. Dann müsste ich durch die Bank eine 4 geben. Aufgrund der zweiten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war mangelhaft von allen. Ja, da war nicht ein Lichtblick mal irgendwie zu sehen. Wir haben Phasen gehabt, da war jeder Ball direkt weg. Ja, wir hatten dann zwischenzeitlich immer noch mal 10 Minuten, wo es ein bisschen besser war. Aber nach vorne ging halt auch einfach gar nichts mehr. Ich meine, nichtsdestotrotz hatten wir noch mal anderthalb Halbchancen, die Levi dann auch noch verstolpert hat. Und dann musste der Levi ja auch raus. Ja, dann kam noch Tolisso rein, der irgendwie auch komplett untergegangen ist. Aber wie gesagt, da jetzt irgendwas zu bewerten, wäre einfach falsch und wird der Sache nicht gerecht. Am Ende war es glücklich, weil der Elfmeter vom Pfosten ging. Sind wir aber auch selber schuld. Wie ich schon sagte, wir hätten erste Halbzeit Minimum 3-0 führen müssen, wenn wir ein bisschen konzentrierter gewesen wären. Ja, ansonsten, ich kann mir das nur so erklären, ja, dass das Pressing einfach Kraft gekostet hat. Ja? Und dann vielleicht schon wieder so im Kopf war, komm, wir machen jetzt mal so einen Schongang, zweite Halbzeit. Dass man dann nicht damit noch gerechnet hat, dass die Augsburger nochmal so zurückkommen. Aber wenn es halt nur 0-1 steht, muss man damit rechnen. Ja? So, das ist so das Einzige, wie ich mir das erklären kann. Weil das Pressing hat endlich mal gut geklappt. Endlich hat mal die ganze Mannschaft wieder gepresst. Nicht so wie die letzten Wochen, wo es dann 3, 4 Spieler gemacht haben und dadurch dann mehr Lücken da waren wie alles andere. Das hat super geklappt, aber ist natürlich kräftezehrend. Und ja, ich denke, da haben wir in der zweiten Halbzeit einfach Tribut gezollt. Ich meine, hätten wir 3 Tore gemacht in der ersten Halbzeit, wäre alles gut gewesen, ja. Dann hätte Augsburg auch nicht mehr die Kraft investiert, die sie investiert haben. Aber bei 0-1 ist doch klar, dass die nochmal alles reinhauen. Und ja. Dann haben wir Glück gehabt, dass das Ding vom Pfosten ging. Ich weiß auch nicht, wann der Neuer mal gefühlt mal in die richtige Ecke springt beim Elfmeter. Ich meine, er springt eh schon immer vorher. Also ich glaube, gegen Neuer wird sogar ich noch einen Elfer verwandeln. Keine Ahnung. Also da brauchst du nur anlaufen. Irgendwann springt der in irgendeine Ecke, bevor du überhaupt am Ball bist. Und dann schiebst du in die andere Ecke rein. Also wenn der Neuer eine Schwäche hat, ist es ganz klar Elfmeter halten. Da sollte er sich mal
ein paar Tipps vom Olli holen, muss ich sagen. Gut, jetzt habe ich schon das Fazit hier komplett zusammengefasst. Wir gucken trotzdem mal in die Statistiken rein. Bin ich sehr gespannt. Aufgrund der zweiten Halbzeit sollte das wohl ziemlich durchwachsen sein. Erste Halbzeit hatte Augsburg keinen Torschuss und wir hatten irgendwie 13. Also Schüsse. Guck mal, hier steht gar nicht Schüsse aufs Tor, Alter. Gibt's das nicht mehr, oder was? Soll ich mal, die laden mal neu. Ne, gibt's nicht. Haben sie rausgenommen. Keine Ahnung, Leute. Ja, dass wir doch noch so viel Ballbesitz haben, wundert mich ein bisschen. Dass wir Zweikämpfe auch noch vorne sind, wundert mich allerdings auch ein bisschen. Fouls war auch wieder ein paar krassere bei von Augsburg. Also das eine Ding, da wo er richtig drauf tritt, das ist für mich immer noch so, da habe ich immer das Bild von Ribéry in den Augen, wo Ribéry dafür rot gesehen hat. Da hätte man auch rot zeigen können. Also da waren heute wieder ein paar Klopper bei, Alter. Das geht auf keine Kuh teilweise. Weiß ich nicht. Ich meine, Schiri war jetzt nicht gegen uns oder sowas, aber eine gute Schiri-Leistung war das auch heute wieder nicht. Flanken 11-18, Ecken 5-7. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum der Kimmich immer noch die Ecken schießt. Ich weiß nicht, ob die anderen 10 Spieler auf dem Platz keine Ecken schießen können. Aber irgendwas würde ich da einfach mal versuchen zu ändern. Ich meine, wenn der Kimmich hat jetzt diese Saison 150 Ecken getreten. Davon, ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt ein Eckentor gemacht? Dann sollte man doch mal die Prozente ausrechnen. Dann sollte man doch mal sehen, hallo, ich glaube, es macht keinen Sinn, dass ich die Ecken schieße. Wenn man Führungsspieler ist, sollte man das auch mal selber sich eingestehen. Ja, und sollte vielleicht mal irgendjemand anders die Ecken schießen lassen. Kann ja nicht so schwer sein. Gewonnene Zweikämpfe, ja, guck mal. Alter, ich bin Analytiker. Ich sag's euch, Leute. Guck mal, genau die 3 Leute, die ich rausgehoben habe. Hernandez, Pavard und Coman. Ja. Waren für mich auch erste Halbzeit die stärksten Männer. Gefault worden ist wurscht. Ballkontakte, Pavard 98, Kimmich 95, Hernandez 92. Ja, auch hier sieht man halt, dass wir viel über die Außenverteidiger gespielt haben. Schüsse insgesamt, Levi 4, Alter. Gnabry 3, Goretzka 2. Ja, ich habe von Gnabry nur den einen in Erinnerung. Aber die anderen beiden Male, wo er eigensinnig war, hätte ich ihm schon wieder vom Kopf schlagen können. Ganz ehrlich. Ist auch wieder bezeichnend, dass er hier noch niemals wieder in dieser Liste auftaucht. Müller 2, Levi 2, Coman 1. Weil Coman noch ein paar gefährliche Hereingaben hatte. Aber Gnabry hatte auch 2 Stück am Ende der ersten Halbzeit. Muss man fairerweise auch mal sagen. Ja, ich denke, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zu dem Spiel, Leute. Noten machen wir nicht. Können noch einen Blick auf die Tabelle werfen. Leipzig hat auch gewonnen. Leipzig ist also so die einzige Mannschaft, die dran bleibt. Dortmund ist raus aus dem Titelrennen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Mit 10 Punkten Rückstand auf uns, das wird nichts mehr, vor allem, weil die auch nicht diese Konstanz haben einfach. Die wir im Moment auch nicht haben. Wir haben jetzt ein bisschen glücklich die beiden Spiele gewonnen. Aber das Glück muss man halt auch haben, wenn man Meister werden will. Vor allen Dingen das Wichtigste ganz vergessen. Leute, wir haben zu 0 gespielt. Ich glaube, nach 13 Spielen oder nach 12 Spielen mal wieder zu 0. Hey. Super. Ja, Leipzig hat sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Die haben auch nur 1-0 gewonnen. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich habe das Spiel nicht gesehen oder irgendwelche Statistiken dazu. Ich weiß nicht, ob es eng war oder nicht. Aber ansonsten ist es relativ spannend, ne? Wenn wir gucken, Frankfurt mit 27, die eine gute Form haben aktuell. Ja, also wenn die Dortmunder weiter so rumkraxeln, wie sie jetzt rumkraxeln, kann das auch ganz schnell nach unten gehen, ne? Und dann wird es ein heißer Kampf um Champions League Platz. Für Leverkusen war es ein Big Point erstmal, da muss man mal gucken. 7 Punkte sind noch in Schlagdistanz, aber ich glaube nicht, dass Vizekusen ernsthaft in den Titelkampf eingreifen wird. Die Frage wird sein, kriegen wir das jetzt hin, die Konstanz reinzukriegen? Jetzt spielen wir, glaube ich, gegen Schalke. Mal eben. Nicht alles täuscht. Ja, Sonntag gegen Schalke. Ja, ganz ehrlich, da muss ein Sieg her. Also die haben jetzt gegen Köln verloren, die sind eh am Boden. Hat sich noch der Kolasinac wieder verletzt, den sie gerade verpflichtet haben. Also gut, der Hunter ist da. Ja,
Dann kriegst du halt 2, da musst du halt 3 schießen. Ne? Das müssen wir mal ganz klare Kante sagen hier. Also Schalke, sie sieht auch schlecht aus, wenn wir nochmal zurückgehen. Ja, also 8 Punkte auf dem Relegationsplatz, 10 Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Eieiei, da müssen sie aber eine Rückrunde hinlegen, die sich gewaschen hat. Bin gespannt, je nachdem, ob die Kölner jetzt eine Kurve kriegen. Da gehen die Dichte aus. Also wenn die absteigen in die zweite Liga, bin ich gespannt, wie die das finanzieren wollen. Also mit ihren über 200 Millionen Verbindlichkeiten, jetzt mit Corona, wo denen auch einiges flöten geht. Eieiei, kann ich da nur sagen. Ja, es wäre schade drum. Also Schalke ist natürlich ein Club, der in die erste Liga gehört, aber ja, am Ende des Tages sind sie dann auch selber schuld. Ja, danach spielen wir gegen Hoffenheim. Das wird auch wieder ein Kracherspiel, bin ich mir sicher. Das wird wieder eine ganz enge Kiste werden. Ja, dann Hertha und Bielefeld. Wie ich schon sagte, aber wir müssen die 4 Spiele hier gewinnen und dann gucken wir auf die Tabelle. Ich hoffe, wir schaffen das. Egal wie. Wenn es wieder so ein glückliches 1:0 ist und wenn wieder ein Elfer vom Gegner vom Pfosten geht, am Ende des Tages ist mir das scheißegal. Solange wir die Punkte einfahren. Punkt. Muss man einfach mal so sagen, oder? Ja, das soll es gewesen sein. Wie ich sagte, ich kann mir die zweite Halbzeit nur so erklären, dass der Akku einfach leer war. Ich meine, war ein tiefer Platz, hat man gesehen. Wir haben erste Halbzeit viel investiert, haben leider die Tore nicht gemacht. Deswegen war es dann am Ende spannend, auch wenn ja, ich jetzt von Augsburg nicht wirklich einen gefährlichen Torschuss gesehen habe, wenn ich gerade überlege, der eine von Caligiuri, der ging aber noch relativ auch 1,2 Meter daneben. Eigentlich war es nur der Elfmeter. Klar haben sie gut gepresst, haben gut gespielt, zweite Halbzeit, haben auch so die Halbchancen gehabt, aber so der letzte Pass hat dann auch immer gefehlt. Da waren wir halt immer zur Stelle. Auch mal ein bisschen glücklich, ja. Von daher, ja. Wie gesagt, wir halten fest, glücklich gewonnen. Wie im letzten Spiel, das Ergebnis zählt. In den nächsten 4 Spielen zählt für mich auch nur das Ergebnis. Ja, und da muss man gucken, ob so ein bisschen die Leichtigkeit zurückkommt. Vielleicht kriegt man das mal hin, dass man die Kräfte ein bisschen einteilt, dass man nicht eine Halbzeit hat. Oder wenn man das hat, dass man dann auch zusieht, dass man irgendwie die Tore macht. Ansonsten wird schwierig, aber wir lassen uns überraschen. Bin gespannt, wie Schalke spielen wird. Und bin auch gespannt, wie wir spielen werden. Wieder ein Auswärtsspiel. Naja, gut Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, bitte auch. Wer neu hier ist, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr Bock habt auf meine Analysen oder meine Meinung. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Bis Sonntag. Tschüssi.